Das schauen wir uns an. Genau das Video ist. Top 10 Orte Schweiz. Top 10 Orte Schweiz, die man gesehen haben sollte. Reisetipps und Sehenswürdigkeiten. Und ich bin jetzt natürlich gespannt, ob ich die Orte kenne oder ob ich schon da bin oder ob sie überhaupt worth sind zum Angehen. Ich sehe das schon. Zahnradbahn und das sieht aus wie Lutherbrunnental. Ich bin mir nicht sicher. Let's go. Das sind Deutsche. Okay, und die haben gar nicht gesehen, weil ich den Bildschirm falsch gehabt habe. Nice. Vanlife. Der Klassiker. Das sind sicher solche, die im Van leben. Hi, wir sind Maria und Jan und reisen seit 2017 durch die Welt. Letztes Jahr waren wir während unseres 2-monatigen Europa-Roadtrips unter anderem auch in der Schweiz und hatten dort eine unglaublich schöne Zeit. Und weil so viele von euch gefragt haben, möchten wir euch in diesem Video kurz zusammengefasst die 10 schönsten Orte in der Schweiz zeigen, die ihr bei eurer Reise auf gar keinen Fall verpassen dürft. Geiles Intro, Digga. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was kommt. Ob es so die Mainstream-Sachen sind, wisst ihr, oder so ein bisschen Keimtipps. Falls ihr euch für Reisetipps, Instagram-Tipps, Online-Geldverdienen, Influencer-Tipps und ähnliches... Oh, Influencer-Tipps, Digga. Safe, ziehen wir uns noch rein. Schnell echte Follower bekommen. Das sind die Videos, die man sich reinziehen muss, wenn man will Influencer werden. Wirklich, glaubt mir. Online-Marketing und die Videos. Und ihr werdet Fame. Absolut nicht. Wenn euch das interessiert, dann abonniert uns doch gerne kostenlos und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um kein weiteres Video. Finde ich auch richtig lustig mit dem abonniert uns kostenlos. Ich habe das auch schon in Videos gesagt und andere YouTuber auch so, als ob die Leute, die auf YouTube sind, nicht wissen, dass das Abo gratis ist. So. Wir starten mit dem Rheinfall. Insgesamt ist der Wasserfall Nein, absoluter Reinfall. mehr als 20 Meter hoch und 150 Meter breit und ist somit der größte Wasserfall Europas. Pro Sekunde fließen etwa 370 Kubikmeter Wasser über die Felsen in das 13 Meter tiefe Rheinfallbecken. Das Naturschauspiel ist spektakulär. Weiter geht es mit der Römer. Das geht so schnell. Okay, es geht crazy schnell, ja. Rheinfall bin ich schon mal gesehen. Ja. Wir müssen die Orte aufteilen in so Orte, wo man so Ü50 kann gehen, weißt du, wenn man so will entspannen und so. Weißt du, so, Leute, die Ü50 sind, die gehen dann so zum Rheinfall, so. Muss ich noch die Brille anziehen, die dazu passt. Wir machen jetzt einen Ü50-Ort. Zum Beispiel Rheinfall ist jetzt für mich ein Ü50-Ort. Da geht man dann an, wenn man so richtig Pension geht. Aber nur nicht in unserem Alter. Weißt du, was ich meine? So laufen die dann an. So. Das ist schön. Und wie das Wasser aufliest. Das sind sogenannte Ü50-Orte. Und der Rheinfall ist tatsächlich ein Ü50-Ort. Das nächste ist Ponte del Salti Versascatal. Da bin ich mit dem Can. Sehr nice Ort. Sehr empfehlenswert. Hat einfach immer viel People. Brücke Ponte dei Salti beim Dorf Lavatezzo. Das ist eine Steinbrücke mit 2 Bögen und führt über den Fluss Versaccia und generell das Versaccia-Tal ist sehr... Versaccia-Tal. Noch besser weggesehen. Versace-Tal, ja. Sehenswert. Dort erwarten euch smaragdgrünes, glasklares Wasser, wilde Schluchten, kleine Bauerndörfer mit alten Holzhäusern, steile Wasserfälle und ganz viel Natur. Weiter geht es mit dem Landwasserviadukt. Das ist bei der Rätischen Bahn, wenn man von Landquart oder von Chur auf St. Moritz fährt. Ist das dort? Ich meinte, es ist dort. Das Landwasserviadukt ist eine 65 Meter hohe und 136 Meter lange Eisenbahnbrücke und geht als Wahrzeichen der Rätischen Bahn. Erbaut wurde es zu Beginn... Ganz klar Ü50 Sehenswürdigkeit. So, was will ich dort? Also weißt du, klar, es ist eine mega schöne Burg, aber ich gehe so an. Oh. Burg. Des 20. Jahrhunderts und gilt als architektonische Meisterleistung. Und außerdem gehört es seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Als nächstes kommen wir zum Öschenensee. Ja, Öschenensee, ja, aber auch nein. Es ist so, Öschenensee ist halt so der Mainstream-Bergsee, was geht in der Schweiz, so, du wirst nie allein sein. Aber ja, ist ein nicer Ort, ist jetzt auch nicht der Ü50-Ort, sondern kann man auch gehen, kann man ein bisschen baden. Ist nice. Das ist ein blauer See umringt von einer grandiosen Bergkulisse. Er ist perfekt zum Baden und zum Abkühlen geeignet 2-0 für den FCB, nach 5 Minuten. Kurs geht raus. Und gehört zu den größten Bergseen und gleichzeitig auch zu den schönsten Seen in der Schweiz. Übrigens, ein Highlight dort ist die Sommerrodelbahn. Eines der schönsten Dörfer dieser Welt ist Lauterbrunn und das solltet ihr unserer Meinung nach auf gar keinen Fall verpassen. Doch das eigentlich... Ja, es ist mega schön, weil da siehst du manchmal so Bungee-Jumpen, wie sie einfach abstürzen. Nein, sehr schönes Dörfli.
Ja, kann man sogar besuchen, ohne Ü50 zu sein. Das eigentliche Highlight von Lauterbrunnen ist und bleibt die Landschaft selbst. Das Wahrzeichen von Lauterbrunnen ist der Staubbach-Wasserfall und dieser gehört zu den höchsten Wasserfällen der Schweiz und zu den höchsten freifallenden Wasserfällen Europas. Fast 300 Meter tief stürzt Höchste frei fallende Wasserfall. Ist das die Länge vom Wasser, was nicht am Berg ist, sondern wirklich straight runtergeht? So Geologen brauchen so Fachbegriffe wie, ja, also das ist jetzt ein freifallender Wasserfall. das Wasser von einer überhängenden Felswand ins Tal. Ein weiteres Highlight ist der Genfer See und dort gibt es zum Beispiel die Ü50, Lavo, Weinberg, Terrasse, ganz klar Ü50, Digga. Lavaux-Weinberg-Terrassen. Die in den Hang gebauten Terrassen an den Ufern des Genfer Sees stehen seit 2007 unter UNESCO-Schutz und gehören somit zum Welterbe. Aber außerdem gibt es dort auf einer Felseninsel noch das Wasserschloss Château de Chillon. Weiter geht es mit dem mystischen Blau. Nein, Blausee, nein. Blausee ist so Influencer-Bilder auf Wish bestellt. Blausee, viel zu touristisch. Geht mir lieber ins Graubünden, schöne See anschauen, anstatt Blausee. Es ist schön, klar, aber viel zu touristisch. Und okay, sind noch Fische rein. Nein. See. Obwohl das Gewässer zwar 12 Meter tief ist, kann man dank des kristallklaren Wassers die Felsen und Baumstämme am Grund genau erkennen. Als nächstes kommen wir zur Gelmer Bahn. Die Gelmer Bahn ist mit bis zu 106%iger Steigung sogar die steilste offene Standseilbahn Europas. Es ist ein wirklich tolles Erlebnis, allerdings Boah, Digga, stell mir vor, das Seil ist einfach. Aber ja, nice. nichts für schwache Nerven. Es geht rückwärts sehr steil hinauf. Oben angekommen lohnt es sich, eine Wanderung um den traumhaften Gelmer See zu machen. Auch die Handeckfallbrücke beim Start der Gelmer Bahn ist empfehlenswert. Weiter geht es mit dem Matterhorn. Matterhorn nice, ja. Matterhorn ist immer nice. Dieser Berg gilt auch als schönster Berg dieser Welt. Die schönste Aussicht auf das Matterhorn erhält man beim Rippelsee, der See mit dem berühmtesten Spiegelbild des Matterhorns. Das sieht crazy aus, ja. Das Problem bei so Spots ist einfach meistens, irgendwann sind die halt so ausgelutscht, dass es halt wie nicht speziell ist. So klar, es ist ein geiler Spot, aber irgendwie probiert man so immer ein bisschen die Winkel und Orte zu finden, weil eh nicht schon jeder gesehen oder nicht jedes Bild gemacht hat. Aber es sieht trotzdem wild aus, kann man machen, muss man aber nicht. Bei windstillen Wetter gelingt das perfekte Bild vom Matterhorn-Spiegelbild garantiert. Zu guter Letzt kommen wir zum berühmtesten Gasthaus der Welt. Das Berggasthaus Escher im Alpstein. Die Kulisse ist einfach nur unbeschreiblich schön und das Bauwerk ist wirklich spektakulär. Das Berghaus klebt förmlich mitten in einer steilen Wand. Außerdem gibt es in der Region Alpstein noch mehr Sehenswürdigkeiten und Fotospots, wie zum Beispiel den See Alpsee, die Sachser-Lücke Boah, das sieht geil aus. Die Sachser-Lücke. oder den Gipfel Schäfler. So, das waren sie unsere Top 10. Allerdings haben wir noch ein paar Highlights, die wir euch auf keinen Fall vorenthalten wollen. Ah, jetzt sind wir gespannt, Chat. Zwei Sachen, die bestimmt alle kennen, sind zum einen der See Thun. Dort hat er die beste Der See Thun. Ah ja, man könnte auch Thunisee sagen, aber... Aussicht bei einer Picknick-Area. Die Koordinaten verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Und auch der Brienzer See ist wunderschön. Brienzer See. Ja gut, man kann es nicht übel nehmen. Von wo will ich wissen, wenn man irgendetwas in Indien ausspricht? So. Deutschland und Schweiz ist vielleicht noch näher als Schweiz und Indien, aber ja. Ich habe jetzt noch 3 Geheimtipps für euch. Zum Beispiel Oh, jetzt haben wir noch Keimtipps. Let's go. das kleine Dorf Valbavona mit einem wunderschönen Wasserfall. Haha, schau jetzt. Adi, der Detektiv, hat wieder aufgeklärt. So nicht, mein Junge. Seht ihr das schon? Schau den Wasserfall an. Ja, ja. Das kleine Dorf Valbavona mit einem Der Wasserfall geht einfach rückwärts auf Tenet angelehnt. Ja, das heißt, sie sind mit der Drohne raufgeflogen und haben den Shot rückwärts abgespielt. Ja. wunderschönen Wasserfall bilden zusammen eine wahnsinnige Kulisse. Dann wäre da noch Lago di Carma mit einer Schaukel direkt am See und Der perfekte Instagram-Spot. außerdem das Bergdorf Soglio, eines der schönsten Dörfer in den Alpen. Außerdem gibt es auch sehr coole Aussichtsplattformen in der Schweiz. Da wäre zum einen die Ilsbier-Aussicht auf die Rheinschlucht Ganz wild, Digga, ganz wild. oder auch den höchsten Freiluftaufzug Europas, den Hammetschwandlift und zu guter Letzt den Haderkulm. Mit Sicherheit gibt es noch viele weitere coole Orte in der Schweiz, aber die wir jetzt genannt haben, solltet ihr auf keinen Fall verpassen, unserer Meinung nach. Falls ihr noch irgendwelche Empfehlungen habt mit coolen Orten, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert uns gerne unten kostenlos und falls ihr das Video gut oder hilfreich fandet, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und falls euch interessieren sollte, wie teuer eine 2-monatige Europareise ist, beziehungsweise unsere Europareise war, schaut hier unbedingt bei dem Video vorbei, dort verraten wir das. Und wie man echte Instagram-Follower bekommt, das kann man bei ihnen auch nachschauen. Aber wir müssen natürlich noch einen Kommentar schreiben. Es ist klar, sie haben gesagt, Ort, wo man anschauen sollte. Ich habe hier einen kleinen Keimtipp aus der Schweizer Tourismusbranche.
So, sind an sich nice Orte, ein paar U50-Orte, ein paar halt klassische Orte, wo wir auch gehen können. Aber ja, nice Video. Man kann sich unterhalten. My heart just got stuck between these loops. My heart went. My mind